Hallo zusammen, da ist wieder der Skuri LP. Wir fangen jetzt sofort an, wenn sich mein PC beruhigt hat, oder besser gesagt Fraps. So, sehr schön. Unser Geld ist momentan ein bisschen stark am Schwanken und deswegen müssen wir halt noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Wir brauchen noch 21.340 Goldmünzen, damit wir im Rang aufsteigen und können beim Gouverneur eine Mission holen. Okay, dann handeln wir doch einfach mal. Ah je. So, wir müssen einen Ort finden, wo es wenig Werkzeug hat. Weil wir haben jetzt gerade 20 Werkzeuge gekauft. Ah, da hat es eine. Sehr schön. Und unterwegs immer schön schauen. Oh, da hat es ja auch einen. Noch besser. Fast. So. Sehr. Das ist auch noch akzeptabel. Sehr schön. Und weiter geht's. Jetzt haben wir schon 5000 übersprungen. So. Ja, da kaufen wir noch. Sehr schön. Gehen wir gerade nochmal da hin, weil die Stadt ist anscheinend am Arsch und da kommt niemand mehr hin. Komischerweise. Sehr schön. Und noch 15.900. Es geht vorwärts. Oh. Ha, schon wieder schön. Wow, nicht schlecht. 25 und 4. Schön. Ja. So viel hat es bis jetzt noch nie gehabt. LP bringt wohl Glück in dem Spiel. Okay. Ja. So. Wow. Goldgrube da. Und da können wir auch noch ein bisschen verkaufen. Gut, gehen wir noch nach Port Royal. Es ist ein Blinken, da heisst, da ist positiv. Da heisst, es geht nicht mehr lang. Nur noch 2000. Okay. So schnell. Yes! Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Jetzt können wir 3 Kapitäne und 2 Konzessionen besitzen. Sehr schön. Die verkaufen wir noch erst da. Sehr schön. Weiter geht's. Haben wir 38.000. Jetzt haben wir sicher genug zum Hi. Was ist heute los mit den Fraps, Mann? Voll komisch. Gut, gehen wir zum Gouverneur. Der hat sicher schon eine Mission. Ich habe folgenden Auftrag für euch. Gerade habe ich erfahren, dass ein spanisches Schiff voller Siedler gesunken ist. Leider kann ich nicht überleben, und bla bla bla. Ja klar, das freut mich, bla bla. Beliz und Isabella gesunken. Bitte beeilt euch. Okay, bis zum 12. September. Isabella und Belize. Belize weiss sie, wo es ist. Nein, aber nicht. Jetzt, komm, gib Gas, wir haben nicht viel Zeit. Gut, schnell. Nämlich, da wo wir hin müssen, ist da. Also nehmen wir den direkten Weg dorthin. Und sorry für die Unterbrechung. So, ich bin wieder da. Let's go. Schneller. Und da sind. Sehr schön. Ja. Und sie haben gesagt, Cayman. So, und der Auftrag ist abgeschlossen, wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Und die können wir hier absetzen. Gut, dann gehen wir gleich wieder zurück. Wenn wir schon so gut dran sind. Okay. Er hat sich bedankt bei uns.
dass wir seinen letzten Auftrag abgeschlossen haben. Und er wird gerade eine neue Mission einwandern, und er hat mir einen Tagebüro geschrieben, wie sie nach Europa bringen lassen. Diese darf auf keinen Fall passieren. Glücklicherweise konnte ich den Steuermann des Schiffes bestechen lassen, mit dem die Bücher nach Europa gebracht werden. Nun brauche ich eure Hilfe. Ja, natürlich. Ihr seid ein großer Idee, wenn er glaubt, wirft er schon Bücher nacheinander her und über Bord. Das Schiff ist von Andros aus nach Europa aufgebrochen. Ihr sollt das Schiff hinterherfahren und die Bücher einsammeln. Bringt die bis zum 12. Oktober. Okay, von Andros. Okay, ich schaue rasch, wo der ist, aber vorher tun wir noch rasch bauen, nämlich eine Weizenfarm. Schau, eins von den Grundnahrungsmitteln. Sehr schön. Damit hätten wir alle drei eine Art Grundversorgungen von einer Stadt, die es mindestens mal braucht. Jetzt braucht man nur noch Früchte und dann, ja, das kann man aber da nicht machen. Okay, bis nachher. Okay, da bin ich wieder. Andros ist nämlich... Moment, da. Wir gehen jetzt gerade da hin. Flitzen wir mit unserem Speedboat dran und gehen noch kurz bei Cancun vorbei, weil es da Siedlermangel haben. So, da ist auch eins von den Ereignissen, was es geben Goldfund in der Stadt. Dann wird der Verbrauch von den Luxusgütern erhöht. Ja, genau. Okay, wir sind da. Europa ist ungefähr da. Da ist schon der erste. Es sind mehrere, also. Da ist schon der nächste. Und jetzt kann man da eine Linie herausfinden und die Schifffahrt dann nicht immer gerade, also sollte das nächste ungefähr da sein. Genau. Von denen jetzt ungefähr 5, 6. Sehr schön. Nächste. Ich glaube, das ist es. Gut. Und wir bringen es wieder zurück. Schauen natürlich am Schiffli zu. Ob es noch zwischen ihnen irgendwie einen Schatz hat oder so. Wäre natürlich sehr schön. Weil durch solche Ereignisse, ja, die helfen einem einfach weiter am Anfang. So. Vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr meine Tagebücher wiedergebracht habt. Als Belohnung überlasse ich euch eine Barkrebe. Ihr findet sie im Hafen. Sehr schön, wir haben das Schiff bekommen. Aber weil wir da nicht brauchen können, verkaufen wir da und der bringt uns 9000, fast 10.000. Sehr schön. Jetzt sind wir nicht wieder beim gleichen Standort, aber egal. So, ihr seht da, der Captain wird mit der Zeit immer erfahrener, ja, in dem, was man gerade macht. Also, wir haben viel gehandelt und sind viel rumgefahren, etwa gleich viel. Darum hat er jetzt da 2 Navigationen und 2 Handelserfahrung. Okay, gerade schauen, ob er nochmal eine Mission hat. Nein, er hat keine Mission. Sehr schön, dann wieder mal beten. Und segnen, glaube ich, tun wir nicht. Nein, machen wir nicht. Gut, in der Kneipe hat es eine Mission. Nein, würde ich nicht machen. Die Mission ist einfach, sagen wir es mal so, scheiße. So. Ja, gut, gehen wir wieder mal ein bisschen rumfahren. Oder Moment, wir könnten da unsere Produktion ein bisschen erhöhen. Und zwar, hat wieder mal zu wenig Tal.
5 Siedler brauchen wir nachher. Oh, Moment, wir haben noch etwas vergessen. Und zwar den Verkauf einstellen von dem da. Den mal auf etwa 86 stellen. Sehr schön. Dann ist da wieder geschehen. Und wir gehen in die nächste spanische Hauptstadt. Die ist, glaube ich, am besten Havanna oder Port. Gerade Port Royal. Nein, dort ist der König. Dort werden wir eh nicht empfangen von dem her. Gehen wir einfach mal zur Havanna. Und schauen, ich habe gesehen, dass ich das Video beenden muss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.